Dass es in Krankenhäusern immer wieder zu mysteriösen und paranormalen Ereignissen kommt, können wir uns im Internet in unzähligen Aufnahmen ansehen. Denn viele Menschen verlieren oft viel zu früh ihr Leben in diesen Gebäuden. Deswegen wird Krankenhäusern nachgesagt, ein Hotspot für ruhelose Seelen zu sein. Und das erste Video, das wir uns heute anschauen, wurde ebenfalls in einem Krankenhaus aufgenommen. Eine Frau, die sich auf TikTok BabySmurf43 nennt, berichtet von einer mysteriösen Türe, die sich auf einem Stockwerk in einem Krankenhaus befindet, das lange Zeit nicht in Benutzung war. Und in diesem Stockwerk soll es allem Anschein nach spuken. Die Türe, um die es geht, ist schon seit langer Zeit nicht mehr geöffnet worden. Und die es doch taten, hinterließen danach Warnungen auf der Türe, damit diese in Zukunft verschlossen bleibt. Doch die Neugier der Frau ist an diesem Tag größer als ihre Angst. Und ich bin mir sicher, dass sie sich wünscht, nachdem sie das Innere gesehen hat, diese Türe niemals geöffnet zu haben. So everybody wants to see what's behind the door, so I'm back and I'm going to show you what's finally behind this door, okay? Alright, so one more time, this is everything that's wrote on the door behind this door in this hospital, and it's been unlocked, so I'm going to go inside. Dude, I'm so scared, I don't even want to open it. So far this looks like an abandoned, dirty closet. Konntet ihr es sehen? Der Raum hinter der Türe scheint eine Art alter Lagerraum zu sein, und auf den ersten Blick kann man nichts darin erkennen. Doch die Frau dreht sich schnell um, nachdem sie etwas erblickt, das ihr anscheinend große Angst einjagt. Und tatsächlich sieht man am Ende des Raumes etwas, das aussieht wie ein Kopf ohne den dazugehörigen Körper. Die Fratze scheint regungslos in die Richtung der Frau zu blicken, wobei einige Zuschauer sich aber sicher sind, eine leichte Bewegung auszumachen. Befindet sich doch ein Geist in diesem Raum? Ist dieses seltsame Gesicht der Grund dafür, dass diese Türe nicht geöffnet werden soll? Oder hat hier jemand Gewieftes eine Maske platziert, um neugierigen Menschen einen Schrecken einzujagen? Das nächste Video auf unserer Liste zeigt eine Gruppe Jugendlicher, deren Übernachtungsparty eine so mysteriöse und dunkle Wendung nimmt, dass sogar die Polizei informiert werden musste. Als es schon spät abends ist und die Gruppe sich allein im Haus befindet, geschieht etwas Seltsames. Aus dem unteren Stockwerk hören die Jungs ein lautes Geräusch. Die Gruppe geht davon aus, dass sich jemand unerlaubt Zugang zum Haus verschaffen will, und so ruft einer der Jungs seine Mutter an, die sich daraufhin sofort auf den Heimweg macht und die Polizei informiert. Okay, you're upstairs in your room? Yeah, we're in my room right now. Okay, make sure you lock the door then. I'm gonna come home. I should be home in about 10 minutes. I need you to stay calm though, okay? Okay, So calm, quiet, keep the door locked. Alright, do not go out of the room whatsoever. I'm gonna come home, I'll be there 10 minutes. Okay. And then I'm gonna call the cops on the way home too. Who's just the to make cop? sure No, everybody's Mom, safe. why do we have to get the cops? We're going to just make sure everybody's safe and they can get there faster than I can. I'll scope it out and make sure that nobody's there. Okay, or it's if fine, there's somebody okay. there, they can act on. Okay. Alright, I'll see you soon. I love you. I love you too. Bye-bye. Bye. Doch nachdem einige Zeit vergeht und die Gruppe keine Geräusche mehr hört, halten sie es nicht mehr in diesem Zimmer aus und gehen los, um das Haus zu untersuchen. Und was sie daraufhin filmen, ist äußerst seltsam.
Bewaffnet mit Hockeyschlägern machen sich die Jungs auf eigene Faust auf, um das Haus zu erkunden. Was, wenn man darüber nachdenkt, eine äußerst dumme Idee ist. Auf den ersten Blick finden sie nichts, doch als einer aus der Gruppe im unteren Stockwerk ein Geräusch hört, flüchten sie wieder in das Zimmer, aus dem sie kamen. Nachdem später die Polizei eintrifft und das Haus durchsucht, können sie weder einen Einbrecher noch Spuren von einem gewaltsamen Eindringen finden. Und was dieses Video wirklich bizarr macht, sehen die Jungs erst später, als sie sich ihre Aufnahmen anschauen. Denn als sie das Zimmer verließen, um das Haus zu erkunden, filmen sie nämlich etwas, von dem sie ausgehen, dass es ein Geist ist. Man sieht es nur für einen sehr kurzen Moment. Am Geländer sieht man irgendetwas, das sich sehr schnell über den Boden fortzubewegen scheint. Und wenn man genauer hinschaut, kann man Gesichtszüge wahrnehmen. Doch die Bewegungen und das Gesicht selbst machen einen sehr unnatürlichen Eindruck. Für mich sieht es fast so aus, als würde es sich wie ein Wurm über den Boden bewegen. Updates zu dem Video gibt es bisher nicht. Und bis jetzt sind sich die Jungs sicher, dass sie einen Geist gefilmt haben. Eines steht aber fest: Die Ereignisse sowie die Aufnahmen dieses Wesens sind wirklich seltsam. Eine Frau namens Marlena ist gerade dabei, eine Food Review für ihren TikTok-Account zu drehen, als sie etwas Unglaubliches und wirklich Gruseliges filmt. Eigentlich sollte es ein harmloses und unspektakuläres Video werden. Marlena isst einen Schokopudding und zeigt ein kleines Geschenk, das sich als kleiner Spiegel herausstellt. Doch schaut ihr, ob ihr sehen könnt, was diese Aufnahme so bizarr macht. Gente, eu vou comer com vocês o melhor brigadeiro da vida, que é da doceria da Lulu. E olha que bonitinho que eu ganhei no Dia das Mães, atrasado, mas ela me deu. É espelhinho de bolsa, deixa eu abrir e mostrar. Olha, que lindo. Deixa eu abrir. Ai, meu Deus. Amei. E agora vamos provar. Eu sou, tipo assim, viciada nesse brigadeiro dela. É simplesmente o melhor brigadeiro que eu já comi na minha vida. Nossa, gente. É muito bom. Muito bom. Als Marlena den Spiegel in die Kamera hält und öffnet, kann man ganz klar und deutlich ein Gesicht in der Reflexion wahrnehmen. Marlena versichert aber, dass sich niemand mit ihr an diesem Tisch befunden hat und selbst die Überschrift ihres Videos lautet: Hat sonst noch jemand das Gesicht im Spiegel gesehen? Ich habe Angst. Also was bitte ist dann das? Das Gesicht schaut die Frau direkt an, die Haut wirkt blass und die Augen dunkel. Mir jagt diese Aufnahme einen Schauer über den Rücken. Das Video ging mit über 3 Millionen Aufrufen viral und die Antwort auf die Frage, was hier wirklich gefilmt wurde, ist bis heute noch offen. Aber einige Menschen sagen, dass Spiegelportale zur Geisterwelt sind und das Wesen, das wir hier gesehen haben, durch den Spiegel versucht, in unsere Welt zu kommen. Ihr habt schaurige Videos? Dann lasst es mich wissen. Schickt mir eure gruseligsten Clips an nighttale@gmx.de. Und wenn euch dieses Video gefällt, gebt ihm ein Like, abonniert den Kanal und läutet die Glocke. Vielen Dank. Als sich ein Mann bei seinem Freund befindet, wird der eigentlich so friedliche Abend immer wieder von seltsamen Geräuschen gestört. Der Besitzer des Hauses sagt, dass es schon seit längerer Zeit immer wieder zu Phänomenen kommt, die er sich selbst nicht erklären kann. Als sie dann immer wieder lautes Knallen wahrnehmen, gehen sie der Sache auf den Grund. Und was die Männer daraufhin filmen, lässt einem das Blut in den Adern gefrieren.
Anything? My floor. But your whole room. I didn't hear anything. Every time I start recording, it stops. Is that yours? Yeah. Your room? Yeah. Yeah. We're up there. Als sie ins Wohnzimmer gehen, sehen sie, dass einige Gegenstände auf dem Boden verstreut sind. Sie scheinen vom oben liegenden Regal gefallen zu sein. Als die Männer sich umsehen, hören sie wieder ein Geräusch, das dieses Mal aus dem Schlafzimmer zu kommen scheint. Als sie nachsehen, stellen sie fest, dass ein Teller mit Essen auf den Boden gefallen ist. Da, wie schon gesagt, immer öfter solche seltsamen Phänomene passieren, hat der Mann eine Kamera im Zimmer installiert, die das ganze Ereignis aufgezeichnet hat. Wie von Geisterhand scheint ein Teller von der Kommode zu fallen. Und er scheint nicht einfach nur runter zu rutschen. Es macht eher den Anschein, als würde er mit Gewalt runtergeworfen werden. Doch niemand befindet sich in diesem Zimmer. Und einige Wochen zuvor hatte diese Kamera schon einmal ein Event aufgenommen, das sich bisher keiner erklären kann. Zuerst geht das Licht an und versetzt den Raum in ein unnatürliches Leuchten. Dann sieht man, wie sich ein Teller auf der Kommode bewegt, so als würde eine unsichtbare Macht ihn halten, bevor auch dieser Teller nach unten gezogen wird. Alles in allem sind diese Aufnahmen wirklich mysteriös und viele Menschen sind der Meinung, dass sich hier etwas Paranormales abspielt. Aber wie seht ihr das? Das nächste Video, das wir uns ansehen, ist nicht weniger seltsam als die wir uns bisher angeschaut haben. Hochgeladen wurde es auf den TikTok-Account von Eunice Kiley, einer Userin, deren Content sehr weit weg ist von jeglichem Paranormalen. Dennoch geschah in einem ihrer Videos genau das. Etwas vermeintlich Paranormales, das sich niemand erklären kann. Und ihr müsst ganz genau hinsehen, denn man sieht es nur für einen sehr kurzen Augenblick.
Und, konntet ihr es sehen? Als das Licht das erste Mal aus und dann wieder angeht, kann man ganz kurz etwas sehen, das einem die Nackenhaare zu Berge stehen lässt. Hinter der Frau erscheint plötzlich das Gesicht von irgendjemandem oder von irgendetwas. Es schaut in die Kamera und man kann im Auge weder eine Pupille noch eine Iris entdecken. Das Auge ist einfach nur weiß. Als das Licht dann ein weiteres Mal aus und wieder angeht, ist das Gesicht verschwunden. Und auch Eunice scheint nichts mitzubekommen. Zugegeben, es könnte sich auch einfach nur um eine Freundin oder Bekannte von ihr handeln, die sich hinter ihr versteckt hat. Doch eine Erklärung gibt es bisher nicht. Und viele Zuschauer glauben hier an ein paranormales Phänomen. Wie ist eure Meinung zu diesem Video? Echtes paranormales Ereignis oder doch billiger Fake? Unser nächstes Video hat seinen Ursprung in Nordwales. Hochgeladen wurde es auf dem beliebten Subreddit Ghosts. Ein Mann hat hier für sich und seine Familie ein Haus aus dem Jahr 1850 gekauft. Als sie gerade voll mit der Renovierung beschäftigt waren und gerade den Garten umgruben, stießen sie auf einen alten, versiegelten Brunnenschacht. Als sie die Luke, die den Brunnen versiegelte, öffnen, hört man ein wirklich seltsames Geräusch. Als sie den Deckel anheben, hört man etwas wirklich Bizarres. Etwas, das sich so anhört wie der Schrei einer Frau. Auch die Männer scheinen auf den ersten Blick erschrocken zu sein und lassen den Deckel wieder ab. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber irgendwie bekomme ich hier The Ring-Vibes. Viele Reddit-User sind aber skeptisch und sie sind sich sicher, dass es eine logische Erklärung gibt. Die meisten sagen, dass es ausströmende Luft oder Gase sind, die für das Geräusch verantwortlich sind. Keine Ahnung, ob das der Fall ist, doch als ich das erste Mal dieses Geräusch gehört habe, war ich mir sicher, den Schrei einer Frau oder eines Mädchens gehört zu haben. Doch so, wie ich meine Zuschauer kenne, hat der ein oder andere von euch sicher eine plausible Erklärung. Vor einigen Jahren machte ein Video die Runde, das noch bis heute den einen oder anderen fasziniert. Das Video wurde auf den TikTok-Account von RC Toys hochgeladen und zeigt uns allem Anschein nach eine authentische Aufnahme einer Schattengestalt. Denn immer, wenn der Mann das Licht in seinem Zimmer ausmacht, taucht das gruselige Schattenwesen in seinem Zimmer auf. Alright, tell me I'm on fucking crack. Every time I turn off the light, there's like a shadow there. Watch. You see that? What the fuck? What the fuck? Tell me I'm not on fucking crack, dude. Hell no. What the fuck, dude? I'm out of here. Ma. Wenn das Licht an ist, kann man sehen, dass sich nichts im Zimmer befindet. Doch sobald der Mann das Licht ausschaltet, sieht man deutlich eine Silhouette, die an die eines Menschen erinnert. Schaltet er das Licht wieder ein, ist die Silhouette verschwunden. Was mir noch an der Aufnahme auffällt, ist die Wand im Hintergrund. Wenn er das Licht anmacht, ist die Wand leer. Doch sobald es dunkel wird, kann man etwas an der Wand hängen sehen, das aussieht wie ein Kreuz. Einige Zuschauer meinen, dass es die Reflexion im Fernseher ist, die es so aussehen lässt, als wäre da ein Schatten. Doch ich kann nichts in diesem Zimmer erkennen, das so eine Reflexion verursachen könnte.